Dem 3. Juni hat die Forverts Redaktie geöffnet ihre Tieren von der Gastgalerie. Das ist die erste Treffung von der jüdischen Redaktie mit ihren Lehner auf neuem Adress. Zwischen den Gästen sind gewähnte Studenten von den 2 Sommerprogrammen, eine Gruppe von der beschützungsdicker Jiddisch-Programm Ban Ivo und New Yorker Universität, beherrscht mit Dr. Herschel Gläser. Und die zweite Gruppe ist gekommen zu führen von dem Jiddischen Büchercenter in Amherst, Massachusetts, mit welcher es führt Juri Vidinapin. Der Hauptgast und Redner ist gewesen der bekannte jiddische Kulturtier von Melbourne, Australien, Alex Dafner. Ich bin heimgegangen über New York in dem Regen, ich bin am Mapo und habe sich angetroffen auf einen alten Chaber, Salman Lottek. Ist gegangen spazieren mit seiner Sprache. Von den alle Millionen Menschen, die gehen über New York, treffe ich Salman Lottek. 5 Monate später treffe ich Eugene Orenstein und meine 2 gewesene Schülerinnen, Reisel und Woire Silbermann, euch in New York. Und das ist die Geschichte, haben es gesagt, von jüdischer Verbindung über der Welt. Wir sind bei Emmes, Kräuven und Seenland. In seinem Auftritt hat Freund Dafner bekannt dem Mäulem mit einigen Aspekten von jüdischem Leben auf dem weiten Kontinent, wie euch geantwortet auf Fragen. Aber seine gebliebenen Spuren von der Aktivität von Dr. Yitzhak nach dem Steinberg in Australien? Nein. Ist ein Stück an Dokumentation? Ja, es ist ein sehr feines Buch, was ist angeschrieben geworden auf Englisch, was heißt The Unpromised Land von Leon Gettler. Und hat beschrieben, die Nissia, was Dr. Steinberg hat gemacht, für die, was haben keiner noch nicht gehört von dem. Und ich meine, es gibt ein Schelier, es gibt ein Kommissar von dem bolschewistischen Regime, und er ist gekommen, in Australien zu gewinnen, die Aussichten, sie können schaffen eine jüdische Medina in Australien. Und ist gewesen ein sehr imposanter Mensch und hat gemacht einen sehr starken, großen Eindruck auf Menschen in Western Australia. Sydney ist so wie, gesagt, ich weiß nicht, wie es ist in Amerika, in Montreal ist da Montreal und Toronto. Und es ist da eine gewisse, wie man sagt, ein Stück Reibung zwischen Melbourne und Sydney. Sydney hat, die Mehrheit von jedem Sydney sind gekommen von deutschen und ungarischen Abstammung. Und sie sind noch... Rumänisch. Ein bisschen Rumänisch, ja. Die Rumänen sind ein Nenter zu Jiddisch für die Ungarn. Sie haben nicht so einen starken Boden, also zu sagen, und Sympathie für Jiddisch. Da versteht sich euch dort jeden von Österreich, von Polen, Litauen und so weiter. Die letzte Ausfrage-Enquete und Zensusen weisen, dass 85% von die, was reden noch Jiddisch, befinden sich in Melbourne. Noch der Begegnung haben alle Gäste gekonnt sich bekennen mit der Audio- und Videoproduktion, was die Forverts-Redaktie lässt daraus, wie euch sich etwas kaufen von den Sachen. Es wird sicher zu nichts geben. Hoi, Australia, 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 Australia. Gewinn einmal ein Land, a süße, a schöne.